Hallihallöle, ich bin's wieder, euer Blasteringenieur. Und da haben wir, ich würde sagen, mein Lieblings-Nerf Blaster, also Nerf Branded, also wirklich mit so Nerf da, nicht bloß Schaumstoff-Pfeilblaster, sondern auch wirklich Nerf Blaster. Gut, auch wenn die Darts keine Nerfs sind, aber gut, das ist jetzt auch nicht mehr komplett Nerf. Ihr seht hier schon Designelemente, die dazugefügt hat. Und ja, ich prokrastiniere mich noch ein bisschen voran mit dem Ding da. Das habe ich das letzte Mal gemacht. Und ihr seht, habe die Verbesserungen, die ihr erwähnt habt, das habe ich schon gemacht. Muss ein bisschen Werbung für meine eigenen Projekte machen. Das nennt ihr mir hoffentlich nicht krumm. Wenn ich, und ich hoffe, ihr lasst auch Abele da, dann triggert das Klingerle. Also die Verbesserungen, die ich da angesprochen habe. Ich hoffe, ihr habt das Video schon gesehen, natürlich. Selbstverständlich. Ich habe ja einfließen lassen, da Distanzen eingemacht und aber alle, die mich schon länger kennen, ihr wisst, man muss als Ingenieur den Moment genießen, wo man denkt, dass Gott, bis man rausfindet, dass nicht Gott. So, das letzte Video. Kann einem schon das Samstag versauern, wenn man sowas macht und dann das halt doch nicht Gott und das hat man sich so schön ausgemalt. Deswegen sprechen wir heute mal was durch. Da geht es hauptsächlich um Optik. Das habe ich von mir Leute schon gemacht. Das da als erst und dann das da haben einfach, dass das alles ein bisschen was abgeschlossene, rundere Sache ist. Weil das war vorher, war da so Kante drin und da war der Hanner. Seht ihr, die Schulterstütze kann man wegmachen. Das ist Luft drin, das ist da nicht windschnittig. Gut, ich muss das Teil. Das ist ein bisschen. Ja, das macht der Honor Buckel. Den habe ich im Modell natürlich nicht berücksichtigt. Also das habe ich da war ich ein bisschen zu idealistisch im Modell. So. Und da wichtig ist da vorne das sah. Das sieht echt scheiße aus. Also, das war da so richtig abgeschnitten. Ich meine, was man jetzt noch machen kennt. Da mit einem mattgrauen Stift da langfahren und dann das 3D-druckte Teil draufkleben, dass das da Hanna da der weiße Streifen auch noch verschwindet. Aber ja, das könnte man noch machen, muss man aber nicht. Da seht ihr, das habe ich auch so Knubbele noch gemacht und alles. Ja, das braucht ein bisschen, weil mein 3D-Scanner ist immer noch Schieblehre. Oder Messschieb oder was weiß ich, was das Richtige ist. Da sind wir nicht so korrekt an der Stelle. Das brauchen wir auch nicht. Ihr wisst, was ich meine. Das Ding mit den Stricheln drauf zum Hin- und Herschieben da, oder das kennt ihr, oder? Das ist jetzt schon cooles Blasterle. Vor allem das vorne, das geht jetzt so nicht mehr weg, aber das ist ja bloß doppelseitiges Klebe. Das könnte man alles wegmachen, dann kann man das wieder wegmachen. Da ist immer noch quasi modular. Aber das ist jetzt halt schon. Kann jetzt nicht so leicht von links nach rechts wackeln. Das sieht halt schon besser aus. Jetzt bin ich mir überlegen, was machen wir noch. Also eigentlich, hey, da hat die Schnittstelle das gar nicht noch irgendwie. Aber eigentlich wäre es cool, wenn das sogar fest montiert wäre. Weil da werde bin im Überlegen. Und das ist. Ja, uiuiui. Ja, das seht ihr, ich habe im Modell ein bisschen geschlampert. Das habe ich bei der Streif besser nachgekriegt, aber da war es mir auch wichtig, dass man die Schulterstütze wegmachen kann. Der Hanna ist das. Ich meine, da brauche ich keine Schulterstütze dran an der Stelle. Das ist ein bisschen doppelt gemoppelt. Das habe ich nicht ganz hingekriegt, da die Abstände so zu machen, dass das Presspassung ist. Oder nicht Presspassung, aber mit ein bisschen Reibung hebt, dass es nicht so leicht wegfällt. Also habe ich die Reibung halt mit Klebeband erzeugt. Ja, das brauchen wir alles nicht so genau. Das ist halt so. Ich mag das Pleisterle. Sag euch warum. Hört euch das an. Das ist der Sound, das ist einfach der Hammer. Und dann, das ist hauptsächlich
Das ist hauptsächlich bei der Riken Mark II. Gut, vielleicht bei der Mark III auch, aber die habe ich noch nicht. Und ich glaube, die Mark III ist auch optisch nicht arg anders. Das ist dann bloß noch für die Sammelleidenschaft irgendwann mal. Das ist jetzt ein bisschen unpraktisch geworden. Vor allem von da nach da wechseln. Das ist dann, ja, schon spannend. Ja, Trommelmagazin. 25er, damit es auch symmetrisch ist. Wobei man da, ich glaube, das 35er, der dann ein bisschen von Ausgleich sorgen in andere Richtungen. Andere Pfeil liegt jetzt ganz weit vorne. Da bräuchte die Macht, da hinzukommen. So, das hört sich halt einfach klasse an. Scheiß Blasenläufer. Da. Was ich mir überlegen bin, ich brauche da oben noch was drauf. Und da brauche ich noch irgendwas noch. So, da bin ich mir überlegen, so Lager für die Rakete oder so. Bin ich überlegen, wie ich das geschickt mache. Das wäre schon auch cool. Und dann wäre halt der Schiene auch was drin. Könnte eigentlich. Und da oben wahrscheinlich Zielfernröhre oder irgendwas. Das machen wir dann, dass das da das ein bisschen verkleidet. Ich glaube, das darf bleiben, weil das wird. Gut, die können es von der Seite da reinschieben. Das wird gegangen. Von der Seite reinschieben. Dann. Ja. Da ist auch was das ein bisschen verdeckt. Und da legt man dann ein bisschen was drauf oder so. Okay, Geräusche, Worte. Na, das überlege ich mir noch. Aber was ich cool fände, von da nach da eine Verbindung, das wird halt, das irgendwie, ja, so mehr fließen lassen. Das nicht so abkackt wirken lassen. Vor allem, das wäre da ein bisschen Stütze für die Hand. Was seht ihr ja da? Steht richtig abgestützt. Gut, wobei normalerweise hält man das auch so. So. Das ist besser, aber das wäre schon cool, das wird das Ganze noch ein bisschen abrunden. Also das. Wollen wir mal gucken. Ui, schieße ich mich selber ab. Wie war das? Autofeier dann, oder? Wie heißt es dann? Ach, das scheiß Blasterle. Vor allem. Oder eigentlich sollte man da unten noch einen weiteren Blaster haben. Also, das wäre schon, dass man da noch mal vollautomatischer hat. Also, könnte man eigentlich die Powerbell irgendwie noch machen. Aber die will ich, weiß ich noch nicht, ob ich zerlegen will. Und das da unten, wobei dann ist halt da. Gut, wenn wir da, dann müssen wir da drüber gehen und das da sauber festmachen. Dann müsste es halten. Dass man das da auch mit zumacht. Oder könnte man da einen anderen Blaster noch befestigen? Ich meine, das wäre dann nochmal mehr Gewicht. Also das wäre dann schon, ja, wäre dann schon halt. Heute habe ich es nicht mit ganzen Sets. Das ist jetzt, ja, seht ihr. Das ist mein andere Riken. Die ist ein bisschen anders. Also optisch, mag sehr von der Schulterstütze sieht sie sehr nach Serie aus. Die Schulterstütze habe ich für die Alpha Turbo oder so. Die habe ich halt, glaube ich, gar nicht gezeigt. Das holen wir auch nochmal nach irgendwann. Ihr seht, ist ein bisschen anders. Seht ein bisschen arg.
Und da habe ich so ein Set für kurze Pfeile übrig gehabt. Ich glaube, die Riken habe ich mir hauptsächlich gekauft, weil ich die Schulterstütze haben wollte. Und ich dachte, wenn ich es übrig habe, dann kann ich es auch nachher. Vor allem mit der kann man dann völlig unnötig, aber cool. Und die wollte ich irgendwann mal auf halbautomatisch machen. Also, dass man dahinter. Also das habe ich ja in der Neujahrsbrandsprache. Soweit ich mich dran erinnern kann. Ist auch schon ein bisschen her. Weil ich gesagt habe, dass ich das machen will. Das müsste dann eigentlich. Sobald man das Näpfle drückt, müsste das Feuer zurückziehen. Wieder nach vorne. Bis man das nächste Mal das Näpfle drückt. Das heißt, da müsste man zusätzlich noch Tasten einbauen. Ist das gut dicht? Ja. Und sobald man das drückt, müsste es eigentlich bloß halbe zurückgehen. Und dann kann man das rausnehmen. Da müsste ich gucken, dass wenn ich mir das dann vielleicht einfach dann das betätige kurz und dann geht es wieder vor. Ja. Weil ich will das mit so wenig Elektronik wie möglich machen. Also idealerweise haben wir da ein Taster, da ein Taster, da ein Taster und dahinter noch ein Taster. Also 4 so kleine Tasterlas, die wir irgendwo unterbringen müssen. Und das heißt, von der Steuerung her, der ist zurück, bis der Taster vorne wieder auslöst. Das heißt, wenn ich da einmal drücke, eigentlich bräuchte ich da irgendwas, so Drehscheit, dass das einmal komplett Gott. Dass das vor und zurück über nur eine Drehrichtung vom Motor geht. Und der muss halt dann stoppen, sobald das. Und das könnte man mit der einfachen Logik machen, da bräuchte ich da keinen Controller. Ja, ich überlege mir da was. Das kriegen wir schon hin. Und da machen wir noch ein paar Teile dafür. Also das mache ich wahrscheinlich als nächstes noch. Und dann kommt da oben noch Ferngläsle drauf. Gefaktes Zielfernröhrle. Da habe ich ja schon mal was entworfen. Und da mache ich, glaube so Raketenlager noch hin. Das können wir dann vielleicht da runterschlängeln lassen oder das. Na, da bin ich mir überlegen. Machen wir das am geschicktesten. Oder oben unten, wenn nicht, dann schon wieder schön aufgeräumt dann. Das seitlich so rum. Oben unten Rakete, vielleicht unten 2, oben eine. Da kann man dann, wenn der verschossen hat, sagen, nächste neue und weiter geht's. Das wäre schon auch cool. Ich meine, richtig cool wäre das, aber das wird nicht so einfach möglich sein. Ist das ein separates Doil? Das dann vielleicht einmal zerlegen. Eigentlich wäre es cool, wenn der Ausgang der Honner wäre. Und das der Honner kurzer. Zack, da rum und da hat man nicht so ein riesen Ding, so ein riesen Wunsch an Zeugs. Jetzt weiß ich halt, bin mir da noch nicht schlüssig, ob ich da was dran rumbasteln will. Oder ob ich das so lassen will, wie es ist. Das wäre halt schon nochmal cooler, wenn das
sauber aufgeräumt wäre. Oh, auf der anderen Seite, das glaube ich, da bin ich mir noch nicht schlüssig, ob ich da einen Eingriff machen will, der nicht reversierbar ist. Das ja so gehoben und geschwollen ausdrücken zu können. Ja, und irgendwann mal kaufen, vielleicht auch die Mark 3. Sobald es Mark 4 gibt, und die Mark 3 günstig ist. Ich hab von den Rikens habe ich mittlerweile fast alles. Also ich habe auch so die blaue, die CQB oder wie auch immer die heißt. Die habe ich auch, die habe ich mal gefunden auf eBay, die war recht günstig, fand ich cool. Das kann sein, dass man das nochmal macht. Hab die ja mal. Habe immer mein ganzes Sammelsurium an Riken und meine eine Retaliator, die ich habe. Und meine Prophecies. Wobei ich glaube, die rote noch nicht gehabt habe. Da bin ich mir gerade nicht sicher, wann ich das gemacht habe, das Video. Ich verlinke es euch unten, da könnt ihr es euch angucken, seht ihr alle. Und die hat da, ich glaube, das war grau und das war grau. Das kann sein, dass man, wenn man die aufmacht, dass man das einfach tauscht, dass das dann der grau ist. Und bei der Riken orange, das passt einfach besser. Aber da schätzen wir dann drüber. Lasst das Abo da, trinkt das Längele, dann kriegt das mit. Das hilft mir auch, mehr so Quatsch zu machen und euch zu unterhalten und zu bilden. Wobei, ja, Quatsch zu machen mit euch halt. Schauen wir, dass wir das nochmal komplett ins Bild kriegen. Das ist ja schon schöner. Also das gefällt mir so. Und in der Kamera sind fallen die unterschiedlichen Weißtöne auch nicht so arg auf. Ich meine, der Weißton ist ein bisschen kälter, der ist ein bisschen cremiger, würde ich es jetzt so beschreiben. Und ich meine, das ist halt gemalt. Also das ist eigentlich im Original orange. Und keine Ahnung, also gut, die Orangetöne sind ein bisschen unterschiedlich. Das seht ihr ja hier, das ist ja da schon. Also das Orange ist dasselbe, wie ich glaube da vorne, oder ähnlich wie das restliche, und das ist halt ein bisschen anders. Ja, das ist halt nicht so richtig modular. Aber so ist. Das könnte man auch mal. Vielleicht mit 3D-Druck die Teile ändern. Aber ja, der Sound ist halt einfach. Das ist einfach das Beste an dem Blasterle. Und das ist ja irgendwie ein bisschen Euge bei dem Blaster. Das gefällt mir. Deswegen mag ich den so. Deswegen ist der auch nicht modifiziert. Weil mir das einfach macht mal Spaß damit rumzuspielen. Und darum geht es ja irgendwie. Also zumindest mir bei den Blasters. Also, hofft, dass euch das interessiert hat und gefallen hat. Und wenn ihr Anregungen habt, Ideen oder Meinungen, ja, einfach ab damit in die Kommentare. Und wenn ihr dann schon da seid, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, lasst ein Abo da. Drückt auf den Daumen nach oben, ne? Ganz Schmarrn da halt. Und dann wünsche ich euch viel Spaß beim Blastern. Euer Blaster-Ingenieur.